Ja, schön ausgesungen, Deborah. Das kann ich nicht. Guten Abend mal zusammen, nett bei euch zu sein. Ich kann weder Schweizerdeutsch, Deutsch kann ich auch nicht ordentlich, aber ich werde mich bemühen. Weil wenn ich so rede wie normal, dann versteht ihr mich auch nicht so gut. Und so ist es so ein bisschen ein Mischmasch. Aber ich rede so gut ich kann Deutsch. Wenn die Schweizerdeutsch so richtig reden, tue ich mir auch ein bisschen schwer, muss ich zugeben. Da muss ich mich konzentrieren, das zu verstehen. In der Schweiz bin ich nicht so oft, immer wieder mal. Aber natürlich die Berge habe ich gern. Schweizer Berge bin ich schon auch öfter und ab und zu auch auf Konferenzen. Hier bin ich das erste Mal, ein schöner Platz hier. Und so freut es mich, die 3 Tage mit euch zu verbringen. Wie gesagt, ich bin heuer 50 geworden, habt ihr schon gehört. Und 25 Jahre verheiratet bin ich auch schon. Und 3 Kinder haben wir. Ich war recht eine nette Frau, muss ich sagen. Die hält es mit mir immer noch aus. Und am 4. Juli haben wir unseren Hochzeitstag. Das ist der Freiheitstag, da bin ich abhängig geworden. Aber das ist okay. Heute geht es um das Thema Gnade. Wie gnädig ist Gott? Und es ist ein spannendes Thema. Gnade ist so ein Wort, was wir unter Christen ziemlich oft gebrauchen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir auch verstehen eigentlich, was es bedeutet. Es ist ganz enorm, was dieses Wort für eine Bedeutung hat. Ich habe mal gelesen auf einer Konferenz in England, da war ein Treffen über vergleichende Religionswissenschaft und ein paar Fachleute debattierten, warum das Christentum so einzigartig ist und warum das Christentum einzigartig ist. C.S. Lewis kam zufällig in den Raum, als diese Debatte stattfand, und er hörte ihnen zu, dann sagt er, das ist leicht zu beantworten. Das, was das Christentum einzigartig macht, ist die Gnade. Was ist Gnade genau und wozu brauchen wir sie? Und bevor ich da in das eingehe, müssen wir zuerst etwas festhalten, das hat mir geholfen. Übrigens, ich habe die Manuskripte jemand geschickt, der es übersetzen wollte. Falls du das tust, das musst du wegleben, ich habe was anderes genommen. Gell? Es kommt manchmal vor, ich habe mir es heute nochmal anders überlegt. Aber zuerst müssen wir mal festhalten, wozu der Mensch überhaupt geschaffen ist. Wenn man die Bibel von vorne liest, das ist sehr hilfreich, dann stellt man fest, dass Gott den Menschen geschaffen hat, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Als ein Gegenüber. Der Mensch ist Mensch, Gott ist Gott und die sollten im Gegenüber miteinander leben. So hat Gott sich den Menschen vorgestellt. Er wollte eigentlich nur eine vertraute Beziehung zum Menschen. Gott hatte bereits Haustiere zum Streicheln, aber der Mensch war was anderes. Das war ein Gegenüber. Und im Sündenfall, so nennen wir den, hat der Mensch sich bewusst aus dieser Gemeinschaft herausgelöst. Er hat sich von Gott abgenabelt und die Gemeinschaft zerbrochen. Und diese Abnabelung nennt die Bibel Sünde. Mit Sünde muss ich ehrlich sagen, ich verwende das Wort nie mehr, außer ich habe Zeit, es zu erklären. Weil dieses Wort ist heute so missverstanden, nicht nur allgemein, sondern auch unter Christen. Was bedeutet Sünde eigentlich? Wenn wir in Zürich oder sonst wo eine Umfrage machen würden und Leute fragen, was ist Sünde? Generell die Antwort, die wir bekommen würden, ist, ja, Sünde ist das, was sehr attraktiv ist, aber blöderweise verboten. Sünde ist attraktiv, aber verboten. Das ist das Verständnis der meisten Leute. Das kommt daher,
zum Beispiel, du willst abnehmen, weil du ein bisschen weniger Kilo haben möchtest. Und so nimmst du dir vor, keine Schokolade zu essen, aber dann kriegst du, wie ich heute, gute Schweizer Schokolade geschenkt und dann isst du am Abend trotzdem eine. Ist zwar verboten, aber sehr attraktiv. Und dann isst du die Schokolade und damit bist du ein Sünder. So wird es heute definiert. Oder du fährst in Deutschland auf der Autobahn, das mache ich am liebsten, weil da gibt es keine Geschwindigkeitsbeschränkung, das finde ich super, es sollte überall so sein. Und da fahre ich 200 oder was immer und in der Regel ist es okay. Wenn ich dann aber in der Schweiz oder in Österreich so weiterfahre, dann habe ich bald ein Problem. Es ist sehr attraktiv, 200 weiterzufahren, weil bei uns sind die Autobahnen genau gleich breit wie in Deutschland. Und du fragst dich, warum nicht? Es ist sehr attraktiv, auch da 200 zu fahren, aber es ist verboten. Und wenn du erwischt wirst, dann bist du ein Verkehrssünder. Es ist immer, Sünde hat damit zu tun, attraktiv, aber verboten. Dieses generelle Verständnis von Sünde jetzt, das bringt uns auf eine total falsche Spur. Und um Sünde zu verstehen, vergesst bitte jetzt für diesen Abend mal komplett alle moralischen Vorstellungen über Sünde. Weil Sünde in ihrem Wesen beschreibt als erstes einfach diese Abnabelung, wo der Mensch gesagt hat, ich lebe ohne dich, ich möchte nicht gegenüber Ebenbild sein, ich will ein Abbild Gottes sein, ich will selber Gott sein. Und diese Trennung nennt die Bibel Sünde. Jetzt, jemand hat mal gesagt dann, was ist eigentlich so schlimm daran, dass der Mensch sich von Gott getrennt hat? Ich meine, wir trennen uns ja öfter von etwas. Der eine sagt, ich habe mich letzte Woche von meinem Auto getrennt, habe es in den Graben gefahren, tragisch, aber ich habe es überlebt. Der andere sagt, ich habe mich letzte Woche von meiner Frau getrennt, war auch tragisch, aber ich habe es auch überlebt. Was ist so tragisch, wenn ich mich von Gott trenne? Nun, der Unterschied ist der, wenn du dich vom Auto trennst, ist ein finanzieller Verlust. Wenn du dich von deiner Frau trennst, dann zerbricht deine Beziehung. Wenn du dich aber von Gott trennst, ist ein Problem, weil Gott ist Leben und er ist der Schöpfer und der Geber von allem Leben. Wenn du dich jetzt von dem trennst, der das Leben ist, dann bist du nur noch tot und das ist das Problem. Ein Mensch, der sich vom Geber des Lebens trennt, der ist tot. Und darum lesen wir im Römer 5, Vers 12 zum Beispiel, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Warum kam der Tod durch die Sünde? Weil wenn du dich von dem trennst, der das Leben ist, dann bist du tot. Das heißt, ein Mensch, der von Gott getrennt ist, der ist tot. Und das ist die Sünde. Eine Frage, die ich öfter bekomme, ist, wird Gott mich bestrafen, wenn ich ein Sünder bin? Oder wird Gott mich gar töten, wenn ich ein ganz wilder Sünder bin? Die Antwort ist nein. Gott tötet keinen einzigen Sünder, denn du bist bereits tot. Sünde hat uns schon getötet. Übrigens, darum steht in den USA auf Selbstmord keine Todesstrafe. Das hat einen einfachen Grund, du brauchst einen Toten nicht mehr erschlagen. Warum wird Gott keinen einzigen Sünder töten? Weil die Sünde ihn bereits getötet hat. Der Sünde Sold ist der Tod, nicht Gottes Sold, der Sünde Sold. Das ist unser Problem. Um es einfacher zu machen, wenn ich zum Beispiel, brauchst du das nicht machen bei der Technik oder so, wenn ich sage, mach mal das Licht aus und die Finsternis an. Wie viele Schalter muss man betätigen? Nur einen. Ich muss nur das Licht ausschalten, dann ist es automatisch finster. Weil die Abwesenheit von Licht ist Finsternis.
Die Frage ist oft, oder sagen wir es anders, nimm Liebe weg aus dieser Welt. Wenn du Liebe wegnimmst, was hast du dann übrig? Hass, Neid, Einsamkeit und Gemeinheit. Jetzt ist die Frage, ja, wer hat Hass erfunden? Die Antwort ist niemand. Du musst nur Liebe wegnehmen, alles, was du übrig hast, ist Hass. Ich habe ein kurzes Video, das kannst du jetzt zeigen. Es dauert nur 1 Minute. Das ist angeblich der Einstein, hat das gesagt, oder was weiß ich, keine Ahnung, ob es stimmt, aber ist egal. Das, was er sagt, stimmt auf jeden Fall. Schauen wir, ob es funktioniert. Nun werde ich euch beweisen. Jetzt brauchen wir nur noch ein Bild. Es wird schon. Dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein. Hast du ein Bild auch noch? Oder nicht? Funktioniert es nicht? Ja, ist nicht tragisch. Ich habe einen Stick noch. Ich gebe dir einen Stick nochmal. Dann kannst du es vielleicht am Ende nochmal spielen. Okay? Ist nicht schlimm. Ja, genau, danke. Bei der Sünde ist es so, Sünde hat eine innere Logik. Nämlich, weil wir uns von Gott getrennt haben und Gott ist Liebe, darum gibt es in dieser Welt so viel Hass. Weil wir uns von Gott getrennt haben und Gott ist Licht, darum gibt es so viel Finsternis. Und weil wir uns von Gott getrennt haben und Gott ist Leben, darum sind wir tot in unseren Sünden. Das ist auch faszinierend im Johannesevangelium, Kapitel 8 zum Beispiel. Da beschreibt Jesus 3-mal, da sagt er, dass wir sterben in unseren Sünden. Das musste ich auch erst lernen. Kein Mensch stirbt für seine Sünden, sondern wir sind bereits tot in unseren Sünden. Johannes 8,21 zum Beispiel, da sagt, er sprach nun wieder zu ihnen, ich gehe hin und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Dann sagt er im Vers 24, daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Im Kolosser 2, Vers 3 lesen wir waren tot in unseren Sünden. Und das Evangelium, der Plan Gottes seit Anfang an ist, diese Trennung, diesen Tod aufzuheben, um uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen, uns wieder Leben zu geben. Und Gott hat uns keinen Mechanismus gegeben, das ist Religion. Religion ist der Mechanismus, wie der Mensch versucht, aus Bemühungen, aus Gutsein, wieder zu Gott zu kommen. Und Gott ist aber zu uns gekommen, und das ist jetzt die Gnade, und hat uns dieses Leben gegeben, das wir verloren haben. Im Johannes 1, Vers 16, 17 sind diese wunderbaren Verse, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen
Und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Nun, was genau ist Gnade? Wenn man Gnade mal genau anschaut, wie wir sie in Jesus Christus entdecken, dann bekommt man ein Problem. Und das Problem bei der Gnade ist das: Gnade ist weder logisch, Gnade ist auch nicht vernünftig und vor allem, Gnade ist ungerecht. Und das ist das Problem. Das hat die gerechten Juden damals schon auf die Palme getrieben. Sie fanden es ungerecht, dass der gerechte Jesus sich mit gemeinen Menschen einließ, mit den Steuereintreibern und Sündern, und mit ihnen, den Gerechten, die hat er eher links liegen lassen. Das war für sie ungerecht. Und statt sich mit den rechtgläubigen Pharisäern zu identifizieren, hat Jesus sich eher mit den Steuereintreibern, Prostituierten eingelassen. Es gibt in der Bibel Dutzende Beispiele dafür, wie Gott Menschen in seiner Gnade beruft, was oft unlogisch, unvernünftig, ungerecht erscheint. Mich fasziniert es, wenn du die Bibel von vorne bis hinten durchstudierst, die Menschen, die Gott berufen hat in seiner Gnade. Da war der Noah, ich fange mal mit dem an, ich mache nur Auswahl. Der Noah, der hat sich dann bald mal betrunken. Der Jakob, das war ein Lügner, der ist mir außerdem unsympathisch, muss ich sagen. Der Moses, das war ein Mörder, so wie David und Paulus. Der Simson, der hat die Huren geliebt, außerdem hat er lange Haare gehabt, das war noch schlimmer. Die Frau vom Hosea war eine Prostituierte. Elia war ein Selbstmordkandidat. Jeremia war depressiv. Jesaja, der predigte nackt. Das lesen wir so. Aber wenn ich das heute tun würde, ich glaube, da hätten wir ein Problem. Das hat er gemacht. Jona rannte weg von Gott. Der Petrus war jähzornig. Johannes war selbstgerecht. Die Jünger sind eingeschlafen beim Beten. Simeon war fanatisch. Nathanael war zynisch. Martha hat sich um alles versorgt. Die Maria war faul. Die Samariterin, die schlief mit mehreren Männern. Matthäus war ein Dieb und Lazarus war tot. Ist auch ein Problem. Wisst ihr, was wir aus all diesen Geschichten lernen? Und das fasziniert mich in der Bibel. Nämlich, Gnade hat nichts mit meinem Verdienst oder mit meiner Arbeit oder Rechtgläubigkeit oder Gutsein zu tun. Gnade ist ein Geschenk von Gott. Die kannst du nur empfangen. Egal ob als gewissenhafter und braver Familienvater oder als jemand, der pornosüchtig, homosexuell ist, betrogen hat und Menschen ausgenützt hat. Beide können die Gnade nur empfangen. Du kannst sie nur empfangen, egal ob als treue Ehefrau und Mutter oder als Prostituierte. Beide stehen gleich da in Bezug auf Gnade. Und das ist das eigentlich Provokante an der Gnade. Als Empfänger der Gnade stehen wir alle gleich da. Das hat damals die Juden schon irritiert und das irritiert heute noch viele Christen. Das Kreuz, hat jemand mal gesagt, ist der große Gleichmacher. Da ist jeder gleich. Das Problem ist, wenn wir aus dem Christentum eine Religion machen, dann glauben wir das nicht. Religion ist ein System. In der Religion kannst du dir was verdienen. Da wird verdient, da wird gearbeitet, dann wird ausbezahlt. Da geht es um Lohn, aber Gott bezahlt keinen Lohn. Der Sünde Lohn ist der Tod. Die Sünde bezahlt einen Lohn. Die Gnadengabe Gottes aber, die ist in Jesus Christus frei für jeden. Das ist Gnade.
Jetzt ist es so, die Gnade ist das größte Geschenk Gottes an uns Menschen und paradoxerweise ist Gnade gleichzeitig die gefährlichste Lehre des Christentums. Es ist die größte Lehre und die gefährlichste. Warum? Weil im Alten Testament vor allem, da haben wir das Gesetz des Mose. Da haben wir Regeln, wie wir leben sollen, was wir tun, was nicht tun sollen, was uns bewahrt, was uns zerstört und so weiter. Im Neuen Testament ist die Gnade bestimmend. Das heißt, es geht nicht in erster Linie darum, Regeln zu befolgen, sondern es geht darum, in dieser Gemeinschaft mit Christus zu leben. Das ist, worum es geht. Und der ganze Heilsplan kann man mit 2 Begriffen beschreiben: Sünde und Versöhnung. Sünde ist der Zerbruch der Beziehung, Versöhnung ist die Wiederherstellung dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch. Das ist der ganze Heilsplan. Und das Wort Gnade wird gebraucht, um das zu beschreiben. Und das Problem der Gnade ist folgendes: Wenn wir als begnadete Menschen nicht in Gemeinschaft mit Jesus leben, dann wird Gnade missverstanden als ein Freibrief zu sündigen. Das heißt, wenn wir als Christen nicht in verbindlicher Gemeinschaft mit Jesus leben, dann bedeutet Gnade, im Christentum, da gibt es keine Regeln mehr, keine Gesetze, ich kann tun und lassen, was ich will, eine Art Pseudofreiheit. Und wir verstehen Gnade als einen Freibrief zu sündigen. Dann passiert sogar, ich erlebe das auch immer wieder, dass Gnade missbraucht wird, um meinen egoistischen Lebensstil zu rechtfertigen. Weil dann tue ich als Christ alles, was ich tun will, und dann sage ich, ich bin nicht unter Gesetz, ich bin unter Gnade. Ich bin frei. Wenn das der Fall ist, und das machen manche Gemeinden, ich komme relativ viel rum, ich bin im Jahr 100 Tage auf Reisedienst, ein großes Vorrecht. Mehr Tage geht sich nicht aus und meine Frau sagt, das reicht. Aber ich bin in vielen verschiedenen Gemeinden. Und die Tendenz manchmal ist, man sieht, wie die Gnade missbraucht wird und dann gehen manche christlichen Gruppen zurück zum Gesetz, weil Gnade missbraucht wird. Der Pfarrer, der Prediger predigt von Gnade und Liebe und alles, was die Zuhörer hören, ist, ich kann tun und lassen, was ich will. Und dann bekommt man Angst vor der Gnade und macht wieder ein System daraus. Ein bisschen Religion dazu. Und jetzt kommt der Schlüssel. Und ich zeige euch das dann noch. Der Apostel Paulus gibt der Versuchung, zum Gesetz zurückzugehen, keine einzige Sekunde nach. Er bleibt bei der Gnade. Und er erinnert die Christen daran, wozu sie gerettet wurden. Aber er bleibt immer an der Gnade. Ich zeige euch dann noch. Und das fasziniert mich so an Jesus. Darum bin ich so gerne Christ. Aber seht ihr, bei manchen Christen muss man fragen, oder da ist es so, da sagt man, Gott liebt mich. Man redet über die Liebe Gottes, das soll man auch, denn Gott ist Liebe. Ja, Gott liebt mich, das gefällt mir. Dir wird vergeben, alles ist dir vergeben. Ja, das gefällt mir auch gut, aber ändern will ich mich nicht. Das Gesetz ist erfüllt, super, aber ich habe kein Interesse am Reich Gottes in mir. Und ein negatives Beispiel von Christen, die das so verstanden haben, sind die Christen in Korinth. Sie haben von Paulus nur die Dinge gehört, die ihnen gefallen haben, und haben ignoriert, wozu sie gerettet wurden. Und darum mache ich ein Statement und dann erkläre ich es. Gnade befreit uns nicht für Sünde, sondern Gnade befreit uns von Sünde. Gnade ist kein Freibrief, um zu sündigen.
Gnade ist Gottes Möglichkeit, um von Sünde frei zu werden. Und ich möchte euch das jetzt ein bisschen hoffentlich verständlich erklären. Wir haben vorhin gesprochen, was ist das Problem? Das ist die Sünde, die Trennung. Jetzt die nächste Frage, wie wird Sünde sichtbar? Sünde hat ja ein Gesicht. Wenn ich mich von Gott trenne, das hat das Auswirkungen, die wir dann erkennen können. Und um das Gesicht der Sünde zu erkennen, möchte ich zurückgehen zum Anfang, zum 1. Mose Kapitel 1. Ich lese da 2 Verse vor und da zeige ich euch dann das Gesicht von Sünde, wie das aussieht. 1. Mose 1, Vers 26 bis 28 lese ich vor. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über sie und so weiter. Ich möchte hier 4 Dinge erwähnen, die wir augenblicklich erkennen, wie der Mensch geschaffen wurde. Erstens, Gott hat den Menschen geschaffen, um kreativ zu sein. Was wir zu diesem Punkt, das ist erst ein Kapitel geschrieben, was wir zu diesem Punkt über Gott wissen ist, Gott ist unheimlich kreativ. Gott schuf das Universum, die Sterne, die Sonne, den Mond, er schuf die Tiere, die Pflanzen in ihrer Vielfalt. Und wenn der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist, dann sollten wir erwarten, dass der Mensch unheimlich kreativ ist. Aber wie sieht diese Kreativität nun aus, nachdem der Mensch von Gott weggegangen ist, in Sünde gefangen ist, korrupt geworden ist? Der sündige Mensch ist nach wie vor sehr kreativ, aber nicht mehr um aufzubauen, sondern sehr oft um kaputt zu machen. Nicht mehr um ehrlich miteinander umzugehen, sondern um sich selbst zu rechtfertigen. Und da möchte ich euch was zeigen, das fasziniert mich in meinem Leben, auch in anderen. Unsere korrupte Natur ist nie kreativer, als wenn wir uns selbst rechtfertigen. Wir sind Meister darin, uns selbst zu verführen. Die größte Macht der Sünde liegt ja in der Verführung. Ich gebe euch ein Beispiel. Angenommen auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist das, was du weißt, das ist eigentlich richtig. Und 10 ist das Gegenteil, das Extrem, das ist total falsch. Zum Beispiel, zumindest wenn du Christ bist, weißt du, wenn ich verheiratet bin, das, was eigentlich richtig ist und was ich meiner Frau am Altar versprochen habe, ist, dass ich ihr treu bleibe in guten und schlechten Tagen. Das ist 1, das ist richtig. Was 10 ist, weißt du, das ist absolut falsch, wenn ich fremd gehe, mit anderen Frauen schlafe, wenn ich verheiratet bin mit meiner Frau. Das ist 10. Und was faszinierend ist, wir haben die Kreativität, uns von 1 in Richtung 10 zu bewegen, ohne es zu bemerken. Wir sind extrem kreativ. Wir rechtfertigen nämlich jeden kleinen Schritt. Wenn wir dann auf 10 sind, sind wir schockiert, weil da wollten wir ja nie sein. Und dann fühlen wir uns als Opfer, warum wir da gelandet sind.
Und dann hört man die Worte in der Seelsorge, ich verstehe nicht, wie ich jemals sowas tun konnte. Wisst ihr, wie das geht? Es geht recht einfach. Du beginnst bei 1, verheiratet und so weiter. Du weißt, ich habe versprochen, ich bin treu, ich weiß, es ist recht. Und dann geht es mal nicht so gut in der Ehe und man trifft irgendeine andere Frau, ich rede jetzt als Mann, trifft eine andere Frau. Und dann sagt sie, ja, trinken wir mal einen Kaffee zusammen. Denkst du, ist das was Gescheites? Ja, ich mag Kaffee trinken. Ich trinke mit allen Menschen einen Kaffee. Ich trinke mit meinen Kindern einen Kaffee, ich trinke mit meinem Boss einen Kaffee. Warum soll ich nicht mit der einen Kaffee trinken? Ist doch normal. Und so trinke ich einen Kaffee mit ihr. Bin ich auf 2. Ist ja völlig normal. Dann macht sie einen Vorschlag, gehen wir mal am Abend essen. Denkst du, ist das was Gescheites, bin ich verheiratet? Denkst du, ja, ich mag essen, ich gehe mit vielen Menschen essen. Warum soll ich mit der nicht essen gehen? Ich gehe mit meinen Arbeitskollegen auch essen. Und so geht man essen. Ja, auf 3. Und sagt sie, ja, trinken wir dann noch ein Glas Wein danach. Wo? Ja, Wein trinke ich auch öfter. Mit vielen verschiedenen Leuten. Bis auf 4. Dann sagt man, ja, sollen wir vielleicht einmal ins Kino gehen? Ja, bin ja verheiratet, ist ja nicht meine Frau. Aber Kino gehen, ich bin schon mit vielen ins Kino gegangen. Warum mit der nicht? Und wisst ihr was? So funktioniert das. Und es funktioniert in jedem Bereich. Und Freunde, wir sind Weltmeister darin. Das weiß jeder von euch. Wir rechtfertigen jeden Schritt. Und wenn ich dann bei 10 angekommen bin, dann bist du schockiert und sagst, wie konnte ich jemals hierher kommen? Die Antwort ist einfach. Wir sind sehr kreativ. Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes, aber eben in Sünde. Und das ist, was die Sünde macht. Das Interessante ist ja, keiner von uns will der böse, falsche Mensch sein. Wenn man Filme anschaut im Fernsehen, wer von uns identifiziert sich mit den gemeinen, hinterhältigen, schleimigen Ehebrecher? Niemand. Wer will dieser Typ sein? Wer wollen wir sein im Fernsehen? Da will ich der Retter sein und der Held und der Verständnisvolle. Warum werde ich dann selber zum schleimigen, gemeinen Ehebrecher? Weil wir kreativ sind. Das ist das Gesicht von Sünde. Das Zweite, wie hat Gott den Menschen erschaffen? Gott hat uns Menschen erschaffen mit Autorität und Kraft. Er hat zum Menschen gesagt, im Vers 28, hat er gesagt, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über alles Vieh und so weiter. Das heißt, Gott hat uns Autorität gegeben, diese Welt zu beherrschen. Und wir sind eigentlich berufen dazu, sie im Sinne Gottes zu beherrschen, zu pflegen. Wir sollten Leben schaffen, schützen und gestalten. Nun, wie sieht die korrupte Version aus von unserer Autorität? Der sündige Mensch hat immer noch die Autorität, die Welt zu beherrschen, indem wir unsere Autorität missbrauchen, oft zerstören, immer auf unseren eigenen Vorteil schauen, nicht auf das Gesamte. Und so verletzen wir nicht nur den Planeten Erde, sondern wir verletzen die Beziehung zu anderen Menschen, mit denen wir leben. Was ist das Dritte, was man aus diesen 2 Versen lesen kann? Gott hat uns erschaffen, um in Beziehungen zu leben. Da lesen wir im Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Gott als der dreieinige Gott lebt in sich selbst als Beziehungswesen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott ist kein Monade, das heißt nicht einer allein. Gott schwebt nicht seit Ewigkeit allein durch sein Reich, sondern Gott ist sozusagen die erste Universität. University heißt Unity in Diversity. Die Vielfalt
Die Einheit in der Vielfalt. Gott ist die erste University, die erste Einheit in der Vielfalt, der dreieinige Gott. Und Gott ist ein Beziehungswesen und lebt seit Ewigkeit in Beziehung. Warum ist übrigens Gott Liebe? Nicht wegen Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wisst ihr, warum Gott Liebe ist? Wegen Johannes 17,24. Da sagt Jesus, mein Vater hat mich geliebt vor der Grundlegung der Welt. Der Vater hat seinen Sohn immer geliebt. Der Sohn hat den Vater immer geliebt, im Heiligen Geist. Das heißt, Gott ist bereits in sich selbst ein Beziehungswesen. Und dieser Gott hat gesagt, lasst uns Menschen schaffen, in unserem Bild, in Beziehung zu leben, so wie wir es tun. Darum beschreibt Paulus die Beziehung zwischen Christus und Christen als eine Einheit. Darum lesen wir 196 Mal, dass Christus in uns lebt und wir in ihm, die engste Beziehung, die es gibt, in jemand zu sein. Dazu sind wir erschaffen. Nun die Frage, wie sieht die korrupte Version aus? Die korrupte Version sieht so aus, dass die Beziehung zu mir selbst, zu anderen und zu Gott verletzt und zerstört wird. Und der Mensch hat ein falsches Selbstbild. Er liebt sich nicht selbst, sondern er ist entweder stolz oder hat ein Minderwertigkeitsgefühl. Beides ist gleich schlimm. Ich habe ein falsches Bild von meinem Nächsten. Ich verwende ihn, um mich selbst zu verwirklichen. Und ich habe ein falsches Bild von Gott. Er ist entweder der strenge Diktator oder der weiche Uropa. Das ist die korrupte. Viertens, das letzte. Gott hat uns als sexuelle Geschöpfe erschaffen. Das erste Gebot, das Gott den Menschen gibt, ist, haben wir gelesen im 1. Mose, seid fruchtbar, Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch. Gott hat den Menschen Kreativität, Autorität und Beziehung geschenkt. Und dann schenkt er dem Mann eine Frau, der Frau einen Mann, um in besonderer Weise in Beziehung zu leben, in Sexualität miteinander zu leben und Nachkommen zu erzeugen. Sex ist eine Erfindung von Gott. Sex ist etwas Wunderschönes, weil Gott es erfunden hat. Ohne Sex übrigens wäre das heute ein bisschen ein spukiges Meeting, weil es wäre keiner da. Sexualität ist eine Gabe Gottes. Die einzigen, die Sex dreckig machen, das ist die Welt. Sex ist etwas Schönes, weil es von Gott kommt. Wie sieht nun die korrupte Version von Sexualität aus? Indem wir das, was schön und heilig ist, als dreckig und billig verkaufen. Das ist die korrupte Version. Die säkulare Welt spricht heute viel über Sex, aber meistens nicht sehr hilfreich. Leider hat die Kirche viel zu wenig über Sex gesprochen. Schon langsam entdecken sie es wieder, dass es wichtig ist. Die Kirche soll über Sex reden, das ist ein Geschenk Gottes, damit auch junge Leute wissen, worum es geht. Ganz wichtig. Es ist kirchengeschichtlich bedingt, warum sich das so entwickelt hat, aber das ist jetzt nicht das Thema. Auf jeden Fall, Gott hat den Menschen geschaffen mit Autorität, um in Beziehung zu leben, als sexuelles Wesen und kreativ. Wenn wir jetzt diese 4 Dinge nehmen und jetzt gehen wir zu den Christen in Korinth und dann schauen wir, wie die Christen in Korinth mit diesen 4 Dingen umgegangen sind. Die sind nämlich in jeder Hinsicht korrupt geworden. Schlagt bitte auf 1. Korinther Kapitel 1. Dieselben 4 Punkte. Schauen wir uns jetzt die Christen in Korinth an, was die so getrieben, wie die darin gelebt haben. Punkt Nummer 1. Sie haben nicht in guten Beziehungen miteinander gelebt als Christen. Ich lese 1. Korinther Kapitel 1, Vers 10 und 12.
Da schreibt der Paulus an die Christen in Korinth: Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Vers 12: Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt: Ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, das ist der Petrus, ich aber Christi. Da gab es in dieser kleinen Gemeinde, da waren wahrscheinlich nur 50 Leute am Anfang, da gab es schon 4 Spaltungen in der kleinen Gemeinde. Da gab es die eine Gruppe, die haben gesagt: Wir sind Nachfolger von Paulus. Die haben gesagt: Nein, Paulus, der ist nicht so wichtig. Der Apollos, der hat die Wahrheit. Der dritte haben gesagt: Nein, der Petrus, das ist der Fels. Die haben gesagt: Nein, wir sind überhaupt Christi-Nachfolger. Wir sind die ganz Richtigen, die Gemeinde Christi. Das heißt, bereits in dieser ersten kleinen Kirchengemeinde gab es Spaltungen und Paulus spricht es hier an. Übrigens, die Vielfalt der Konfessionen ist entweder unsere größte Stärke oder unsere größte Schwäche. Es ist abhängig davon, ob ich die Vielfalt als Gottes Vielfalt verstehe oder ob ich mit den Konfessionen mich gegenseitig ausspiele. Also entweder ist es Stärke oder ist es Schwäche, kommt darauf an, wie man es betrachtet. Aber auf jeden Fall, hier in Korinth war es nicht gesund. Es waren Spaltungen. Also Beziehungen haben nicht sehr gut geklappt in dieser Kirchengemeinde. Zweiter Punkt: Es gab in dieser Kirchengemeinde sexuelle Perversion. Schlagt auf Kapitel 5, Vers 1. 1. Korinther 5 und Vers 1. Da schreibt der Paulus an diese Christen: Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau hat. Das heißt, da war einer in dieser Kirchengemeinde, der hat mit seiner Stiefmutter geschlafen. Obwohl die verheiratet war mit dem Stiefvater wahrscheinlich, so wie man das hier rauslesen kann. Und da muss man verstehen, in Korinth damals, da waren schon ein bisschen wilde Bräuche, da gab es die sogenannte Tempelprostitution. In den heidnischen Religionen damals war die Vereinigung mit einer Tempelprostituierten ein heiliger Akt, ein religiöser Akt. Das nennt man Religion, gemacht von Männern für Männer. Und die Christen haben sich gedacht: Ja, wenn das für die gesund ist, dann kann es uns auch nicht schaden. Und so wurde diese sexuelle Perversion nicht nur toleriert, sondern gefeiert. Wir sind frei. Ich kann mit meiner Stiefmutter Sex haben. Ich bin ein freier Mensch. Das ist Gnade. Dritter Punkt. Die Glaubensgeschwister in Korinth haben sich gegenseitig vor Gericht gezogen. Schlagt auf, Kapitel 6, Vers 1. Da spricht der Paulus das nächste Problem an. Da sagt er: Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Dann beschreibt er das noch, dass da 2 Christen sind, mehrere in der Gemeinde, die gehen dann vor ungläubige Richter und streiten vor den ungläubigen Richtern ihr Problem aus. Und anstatt sich zu vergeben, hat jeder nur auf seinen Vorteil geschaut und wollte sein Recht einholen, und wenn es im Gericht ist. Und dann das 4. noch, im Kapitel 11 beschreibt Paulus das, beim Abendmahl, das schon die ersten Christen gefeiert haben, das eigentlich gemeint war als ein Liebesfest, wo man zusammenkommt in Liebe, an den Herrn gedenkt, Kreuz und Auferstehung. Die Korinther haben sich beim Abendmahl betrunken und vollgegessen. Da liest man in Kapitel 11 und Vers 17, wenn wir da lesen. Kapitel 11, 17. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht,
dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch seien und zum Teil glaube ich es. Und dann schreibt er noch, Vers 21, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Das heißt, die Christen, die haben das so gefeiert. Abendmahl damals, es war ja nicht so eine Hostie, wie wir heute haben, da so ein Schluck irgendein Fruchtwasser und so eine Hostie, die haben richtig gegessen und richtig getrunken. Und ein paar haben sich gedacht, das ist super, das Buffet, sind früher hingegangen, haben sich angesoffen und richtig den Bauch vollgeschlagen. Und die, die später kamen, hatten nichts mehr. Und Paulus hat gesagt, das ist eine Katastrophe, Freunde, das ist nicht recht, was ihr da macht. Das waren die Christen in Korinth. Frage an euch. Angenommen, 3 Straßen weit ist eine Kirchengemeinde hier an diesem Ort. Und das ist eine Christengemeinde. Aber viele der Mitglieder dieser Christengemeinde betrinken sich jeden Sonntag vor dem Gottesdienst. Man sieht sie regelmäßig vor Gericht in der Stadt. Das Leben ist sexuell pervers und sie spalten sich andauernd. Wie würdest du diese Christen nennen? Und jetzt kommt die Überraschung. Wisst ihr, wie Paulus diese Christen nennt? Geht zurück zu 1. Korinther Kapitel 1. Er nennt sie die Heiligen. Ihr seid Heilige. Lest mit mir. 1. Korinther 1, Vers 1. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Gnade euch, Gnade, es geht um Gnade. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinen Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist, in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Wisst ihr was? Das ist der Hammer bei der ganzen Sache. Er nennt diese Christen, über die die er dann beschreibt, Heilige, berufene Heilige. Was heißt heilig? Heilig heißt abgesondert oder ausgesondert für Gott. Und Paulus erinnert diese Christen in Korinth daran, was sie in Christus geworden sind. Ihr seid Heilige. Ihr seid eigentlich beiseite gestellt für Gott. Das ist, was ihr seid. Er gibt sie nicht auf. Er ermutigt und ermahnt sie, sich daran zu erinnern, wer sie in Jesus sind. Und es ist so gewaltig zu sehen, dass Gott dich nie aufgibt. Das ist Gnade. Und er ermutigt diese Christen, die bei weitem kein Vorbild sind, es besser zu machen, und er erinnert sie, wer sie in Jesus sind, nämlich Heilige. Nur nebenbei noch, das fasziniert mich, in den ersten 9 Versen
lesen wir 8-mal den Namen Jesus Christus. Wisst ihr warum? Wenn wir dann Kapitel 12 und 14 lesen, die Korinther haben sich verloren in den Gaben des Geistes. Die haben sich gestritten über die Gaben, was die bessere Gabe ist, was die beste ist und so weiter. Sie haben vergessen, dass all die Gaben auf Jesus Christus hinweisen. Gaben sind gut, aber in den ersten 9 Versen spricht er nur über Jesus Christus. In den ersten 7 Versen lesen wir 3-mal das Wort Gnade. Paulus geht nicht zurück zum alten Bund. Er geht nicht zurück zur Religion, wo er sagt, ja, aber wenn ihr so und so lebt, dann wird es kritisch mit euch. Er bleibt bei der Gnade. Er bleibt am Evangelium und erinnert sie daran, dass sie in der Gnade stehen. Und im Vers 9, das ist einer meiner Lieblingsverse der ganzen Bibel, beschreibt er in einem Satz den Sinn des Christseins. Gott ist treu. Beinhaltet hier ist, dass er sagt, ihr seid es nicht, aber Gott ist es. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid. Wozu? Dann müssen wir Gold unterstreichen. Wir sind berufen in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist der Sinn vom Christsein und darum bin ich so gerne Christ. Religion ist nicht mein Ding. Für Religion würde ich mich nicht hierher stellen. Aber ich stehe da als begnadeter Mensch, bei weitem nicht vollkommen. Viele Fehler, so wie du, aber begnadigt. Und in dieser Gemeinschaft darf ich jeden Tag leben. Und das ist die größte Freude. Kein Muss, kein Zwang. Es ist ein Vorrecht, als Heiliger zu leben. Das ist die Botschaft vom Neuen Testament. Aber Gnade ist kein Freibrief, um zu sündigen. Genauso, so wenig, die meisten von euch haben einen Führerschein. Der Führerschein ist kein Freibrief, um Unfälle zu verursachen. Es stimmt, mit dem Führerschein kannst du einen Unfall haben. Mit deinem Führerschein wirst du so mal einen Unfall haben. Aber der Führerschein gibt dir nicht das Recht, Unfälle zu verursachen. Der Führerschein gibt dir die Freiheit, mit anderen Autofahrern rücksichtsvoll unterwegs zu sein. Das ist Gnade. Gnade gibt uns das Vorrecht, mit anderen Geschwistern, mit den Menschen dieser Welt zusammenzuleben in Gemeinschaft mit deinem Herrn. Und ich möchte einfach ein Gebet sprechen für uns alle. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du erkennst, ich habe Gnade missverstanden. Ich habe Gnade als Freibrief zum Sündigen missverstanden, aber das ist nicht Freiheit. Und ich möchte es widerrufen. Ich möchte in Gemeinschaft mit Jesus leben. Vielleicht ist jemand da, der aber sagt, ich glaube, ich bin religiös unterwegs. Ich glaube, ich muss mir immer etwas verdienen bei Gott. Du kannst dir nichts verdienen bei Gott. Du kannst jeden Tag nur vor Gott kommen und sagen, Herr, ich bin ein Empfänger. Danke für deine Gnade. Mehr brauche ich nicht. Und in dieser Freiheit zu leben. Vielleicht ist jemand da heute Abend, der sagt, ich glaube, ich kenne Jesus noch gar nicht. Dann kannst du ihn als Herrn und Heiland in dein Leben einlassen, dich begnadigen lassen. Da, wo die Trennung ist, Sünde, Versöhnung stattfindet und wieder zusammenkommen und dann in Liebe leben lernen. Das ist eine wunderbare Sache. Gott hat in meinem Leben echt schon viel verändert. Und ich kenne so viele Menschen, allein in meinem Bibelkreis, die können alle eine Geschichte erzählen, wie Jesus Christus ihr Leben verändert hat. In Freiheit, nicht in Zwang. So möchte ich einfach gemeinsam beten. Jeder, der will, darf gerne mitbeten, leise, in deinem Herzen. Gott hört es. Und wir stehen vielleicht dazu auf. Lieber himmlischer Vater,
Danke, dass du gekommen bist und uns begnadigt hast. Nichts, das wir von uns aus erreichen, tun können müssten, sondern einfach dieses Empfangen deiner Gnade, der Versöhnung, die du in Jesus Christus erfüllt hast. Herr, ich bekenne dir, dass ich bis heute ohne dich, getrennt von dir gelebt habe. Ich möchte ab heute gemeinsam mit dir leben, mit einem gnädigen Gott. Danke, Herr, dass ich nichts vorweisen muss, um bei dir zu sein. Du hast bereits alles vorgewiesen. Und in Dankbarkeit nehme ich dieses Gnadengeschenk an. Herr, ich bete für jene, die vielleicht verhaftet sind im Gesetz. Herr, wo ich immer noch denke, ja, du hast mich zwar lieb, aber du hast mich nicht wirklich gerne, weil bei mir ist nicht viel, was man gerne haben kann. Herr, ich bete, dass wir erkennen, dass du uns gerne hast, dass du verliebt bist in uns. Nicht, weil wir liebenswert oder würdig sind, sondern weil du dich entschieden hast, uns zu lieben. Danke, Herr, dass wir nicht wert oder würdig sein werden müssen, um von dir geliebt zu werden. Denn du hast uns geliebt, als wir noch gottlos waren. Du liebst uns um unseretwillen, nicht um unseres Benehmens willen. Dafür danke ich dir. Und ich bete um Freiheit. Wenn jemand da ist, der getrieben ist, ständig Selbstvorwürfe macht und nie gut genug erscheint. Vater, ich möchte auch für jene bitten, die vielleicht Gnade missbraucht haben, wo wir denken, Gnade ist ein Freibrief zu sündigen und dabei werden wir wieder zu Sklaven. Dass wir entdecken, Gnade befähigt uns, in der Gemeinschaft mit dir zu leben. Und diese Gemeinschaft formt unser Leben, unser Verhalten. Nicht, weil wir müssten, sondern weil es immer zu unserem Besten dient. Herr, es ist so ein Vorrecht, dich zu kennen. Ich kann dir nur danken und einladen, dass Menschen in dieser Verbindung, in dieser Gemeinschaft leben. Das wünsche ich mir. Möge es auch an diesem Wochenende geschehen, dass Menschen in dieser Freiheit und dieser Freude zu dir finden. Danke für diese Gemeinde. Danke für die Menschen, die heute da sind. Du kennst und liebst jeden ganz besonders. Segne sie, Herr, und mach uns zum Segen. Amen.